Hallo. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Türli hier auf Storyflow. Wir sind heute in schönen Toggenburg unterwegs, genauer in Alt St. Johann in St. Gallen. Und auch wenn es heute so richtig kalt und grusig ist, lassen wir uns von dem die Laune nicht verderben, weil heute treffen wir ein paar Freunde, die unter diesen Bedingungen erst so richtig aufblühen. Let's go! Und haben wir zu viel versprochen. Wahnsinn. Das sind, glaube ich, wie viel? 48 Huskies. Und lassen eigentlich alle auf ein Herrchen. Und zwar auf den Michi von Husky Stuff. Da reden wir nicht von Herrchen, da ist ein Chef. Chef, nicht Herrchen. Also sie lassen alle auf einen Chef. Gegen so den alten Mann mit dem Stock, der Fifi sowieso macht, was er will. Ja, das stimmt. Kannst du mal erzählen, was ihr eigentlich mit denen hier macht? Also, was man natürlich mal alles von allen kennt, im Winter all die verschiedenen Schlittenhundetouren. Das ist aber nur ein Teil. Im Sommer haben wir immer auch wieder Wagentouren, vor allem im Herbst. Dann während der Sommermonate Klassenlager, Schulen, die zu uns kommen, Firmen, die hierher kommen für eine Teamentwicklung, hin und wieder auch Coachings. Relativ breit abgestützt. Zwingerbesuch natürlich, dass man hierher kommt, Zwinger alle kommt anschauen, eine kleine Show kriegt von den Hunden. Das ist ein Lieblingshund? Ja, nicht einen, aber für ein paar, die viele bei mir sind. Ja. Funktioniert das so, wie wir arbeiten, funktioniert das sehr viel auch durch Beziehung. Dass du da wie, ja, dass du einander kannst vertrauen und dass du das auch füreinander machen willst. Beim Ross hast du Zügel, da kannst du irgendwo noch physisch eingreifen, wenn du so willst leiten. Aber wenn ich da vorne, was sind das? Da habe ich 10 Meter vorne durch 2 Hunde an, dann kann ich die nur noch über Kommandos steuern. Ja. Anders nicht. Und wenn sie mir dann nicht vertrauen und ich ihnen und wir füreinander arbeiten, dann bist du verloren. Sollen wir mal demonstrieren, wie gut die auf dich hören? Ja, ist gut. Loki. Aramisau. Bahn. Wahnsinn. Nach dieser kleinen Demonstration wollen wir es jetzt aber noch richtig wissen. Für zum im Schnee Schlittenhund zu fahren ist es zwar zu wenig kalt, aber wir können den Michi trotzdem bei einem von seinen Wagentrainings begleiten. Und nachdem er uns kurz noch instruiert hat und vor allem auch das Bremsen vom Wagen gründlich erklärt hat, geht es daran, die verschiedenen Gespanne zusammenzustellen, alle Hunde einzuscheren und vor den Wagen zu spannen. Und da, wie wir sagen, werden nicht nur wir, sondern auch die Hunde immer wie aufgeregter. Hey! Kaya! Du Loki! Wahnsinn, der Meister die machen. Ich glaube, die wissen, dass es jetzt losgeht. Ja? Bist du gespannt? Ja, mega. Ich freue mich, wir können selber fahren, was auch mega cool ist. Hätte ich nicht gedacht. Ja, vor allem du fährst. Ja, ich fahre. Vertraust du mir? Ich weiss es noch nicht. Ja, den Hund vertraue ich. Ich gar nicht wissen, wie die abgehen, sobald sie losrennen können.
Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und dann musst du noch bremsen. Ja, scheiße. Also Achtung, fertig, los! Hey, mega cool, hä? Ja, Hammer. Und euch da mal im Schnee vorstellen. Wahnsinn. Die haben so eine Kraft getroffen. Ich bin gerade abgeladen. Ich kann noch 1-2 Aufnahmen machen, wenn sie an mir vorbeifahren. Es ist mega cool, macht mega Spass. Das Coolste daran sind eigentlich die Hunde. Es ist wirklich mega spannend zu sehen, wie sie mit den Hunden arbeiten, wie die Hunde untereinander miteinander umgehen und wie gerne sie in den Wagen ziehen und einfach also am liebsten die ganze Zeit, wenn man gezeigt kann, sobald mal ein Stopp ist, ziehen sie die ganze Zeit, weil sie eigentlich weiter wollen und das ist wirklich mega cool. Ja. Mega cooles Erlebnis. Alle fix und fertig, he? Ja, das ist krass, was die für eine Kraft mit der Zeit und da die ganze Zeit so am Bremsen bist. Erzähl etwas. Hm? Erzähl etwas. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Was sollen wir dann erzählen? Ha? Kannst du eigentlich alle Namen merken? Also eine, ich kann mir vorstellen, es wären jetzt meine 48 Kinder oder so. Einen Kollegen hast, von denen weisst du auch all den Namen. Ja gut, stimmt. Oder ein Bauer, der kennt auch all seine Kühe. Also Ja, ich glaube, wenn du stimmt. mit diesen Tieren täglich schaffst, dann, Mhm. ja, dann ist es kein Diskussionsthema. Und es ist ja jeder ein eigener Charakter. Oder? Das ist, Fellfarbe ist das, was du zuerst siehst, aber das ist jeder sein Charakter. Du weißt genau, der ist eher ruhiger, der ist nervöser, der ist gelassen, der kann gut schlichten, der ist einer, der eher anstachelt. Du findest das ganze Umfeld da drin wieder. Und dann erzählt jeder Hund eine Art Geschichte. Es ist nicht mehr einfach ein weisser Hund mit rotem Halsband. Man kann ja sagen, du hast dir jetzt wirklich mit diesen Huskies ein Stück Norden hier runtergeholt. Ja. Für jemanden, der noch nie im Norden war, der kann hier gut mal ein bisschen Nordluft schnuppern, sozusagen bei euch. Also wenn ihr herausfinden will, ob der Umgang mit den Schlittenhunden, ob das etwas bedeutet, dann ist das sicher sehr eine gute Möglichkeit. Mhm. Um da mal schnuppern. Sonst der Norden ist natürlich von der Weite und vor allem ist schon mal ganz anders und das können wir da in der Schweiz nie bieten. Mhm. Aber wir können mal einen Einblick geben, was es heisst, mit Schlittenhunden etwas machen und ein bisschen lustig machen. Also, ihr habt es gehört, wenn ihr jetzt mal ein bisschen Nordluft schnuppern wollt, dann schaut unbedingt mal bei Michi und seinen Huskies vorbei. Jemand unter euch hat sogar das Glück, jetzt einen Gutschein zu gewinnen für das Husky-Tracking hier bei Michi. Für da müsst ihr einfach am heutigen Gewinnspiel mitmachen. Und für die so richtig Lust bekommen haben auf den Norden, für die haben wir sogar noch etwas oben drauf. Und zwar gibt es auch noch einen Reisegutschein von Contiki zu gewinnen im Wert von 200 Franken. Teilnehmen könnt ihr wie immer direkt finden über den Link in der Beschreibung. Und ja, da würde ich sagen, ist das auch für heute mit dem heutigen Adventstürli. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Und ja, Bis zum nächsten Mal. macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen.